Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ja, der Reaction zur Pressekonferenz von der Vorstellung von Sadio Mané, sofern ich es euch ausstrahlen darf auf YouTube. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Okay, dann gehen wir mal rein in die Fragen. Ich bin sehr gespannt, was da so kommt. Ja, herzlich willkommen, Sadio. Welche Rolle hat Ihr zukünftiger Trainer Julian Nagelsmann gespielt? Er jetzt, wie angekündigt, vorne in der ersten Reihe sitzt, war ja auch schon bei Ihnen persönlich vorstellig in Liverpool. Wie war der Austausch mit Ihnen? Was erwartet er von Ihnen? Und ja, inwieweit hat er auch dazu beigetragen? Was erwartet er von Ihnen? Ja, er erwartet von mir, dass ich hier so durchschnittliche Leistungen bringe und der Mannschaft nicht wirklich weiterhelfe. Sich für den FC Bayern München zu entscheiden. Danke. Mann. Was muss er denn da drücken? Stopp. Can you hear it? Ah, hier. Englisch muss er drücken, ja? Three. Muss er die Frage. Aha, Tom, Technik. kannst du nochmal wiederholen, bitte, die Frage? Also, ihr könnt mich anstellen, jederzeit, lieber FC Bayern. Ich habe zwar ein halbes Jahr Kündigungsfrist, aber ansonsten bin ich zu haben. Mit Umzug, gar kein Problem. Wenn ihr einen ITler braucht, kein Thema. Meldet euch einfach. Herzlich willkommen, Sadio. Nochmals, welche Rolle hat Ihr Trainer Julian Nagelsmann, der ja auch hier jetzt bei der Pressekonferenz mit dabei ist, welche Rolle hat er gespielt bei der Verpflichtung von Ihnen, der ja auch schon bei Ihnen zu Hause vorstellig war, seine Philosophie, seine Vorstellung entsprechend dargestellt hat? Also welchen Faktor hat auch Ihr zukünftiger Trainer Julian Nagelsmann bei dieser Verpflichtung gespielt? Danke. Wow, diesmal hat er die dumme Frage weggelassen, was er denn Herr Nagelsmann von Ihnen erwartet bei unserem Verein. Gelernt. Also ich habe den Trainer getroffen, wir haben uns getroffen. Es war sehr wichtig für mich, ihn kennenzulernen, das Projekt auch kennenzulernen. Ich denke, das war gut. Natürlich auch Hassan war auch da und Marco Jo auch. Und als sie mit mir gesprochen haben, vor allem der Trainer auch, und erklärt hat, wie die Vorstellung ist, und auch mit dem taktischen Team auch gesprochen. Ich war sehr fasziniert und ich habe mich einfach gleich in diesem Projekt auch gesehen und habe nicht zweimal nachdenken müssen. Ich habe sofort quasi zugesagt. Es war das richtige Team für mich. Und ich sehe mich einfach selbst hier, ich sehe mich selbst auch als Hilfe, als Unterstützung für die Mannschaft. Und natürlich habe ich die Entscheidung dann sofort getroffen. Weil man weiß nicht immer, ob das immer alles so 100% stimmt, was sie so erzählen, aber er bringt es auf jeden Fall glaubwürdig rüber und wenn das so ist, ich meine, man hat ja auch nichts anderes gelesen irgendwie, ne? Er wird mit Sicherheit noch einige andere Angebote bekommen haben. Aber das hört sich doch alles sehr, sehr gut an, dass er auch wirklich Bock auf unseren Club hat und freue ich mich riesig drauf. Dann ist Julian Wolf an der Reihe für die Welt, bitte. Hier vorne, zweite Reihe. Ja, hallo Sadio auch. Willkommen von mir, willkommen in München. In den vergangenen 2 Jahren hat der FC Bayern es nicht geschafft, in der Champions League ganz weit vorzustoßen. Du bist ja im internationalen Fußball sehr erfolgreich gewesen schon bislang. Ist das große Ziel, mit dem du hier antrittst, dass man sagt, Champions League, Halbfinale, Finale oder sogar Titel, da wollen wir wieder hin und hat der Kader das Potenzial dafür, das wieder zu schaffen? Danke dir. Eine Frage, ey. Ja und ja. Ja, ich denke schon. Wie Sie sagten, ich war bei einem sehr guten Verein. Wir haben großartige Erfolge gefeiert und das war mein Traum. Und natürlich kann ich sagen, dass ich alles erreicht habe mit der Mannschaft. Und wenn man dann mit dem Verein gesprochen hat, mit dem Trainer gesprochen hat und ich auch die Mannschaft schon gesehen habe,
dann sehe ich, wie stark die sind. Ich habe auch schon nicht nur die Bundesliga verfolgt, aber auch Champions League und auch FC Bayern Spiele gesehen in der Champions League. Und kein Zweifel, dass es eine der besten Mannschaften in der Welt ist, der FC Bayern. Und natürlich, dass ich dort jetzt hinkomme, hier bin, ist großartig. Ich denke schon, dass wir hoffentlich, wir werden es in der Zukunft sehen, aber dass wir weit kommen. Und das war natürlich auch ein Grund, hierher zu kommen. Ich glaube an dieses Projekt. Und wir werden sehen in der Zukunft, wie sich das Ganze entwickeln wird. Dann ganz außen David Verhoff für Bild. Ach, du ahnst es nicht, die Bildseite. Ja, herzlich willkommen, Sadio. Hier, könntest du uns ein bisschen mitnehmen, wenn du jetzt nach München kommst, hast du schon ein Haus im Blick, in das du ziehen möchtest? Wirst du jemanden mitbringen aus der Familie oder Freunde, die hier mit dir wohnen werden? Wir haben ja letztens zum Beispiel von Ryan Grafenberg gehört, dass er seine Mutter mitbringen wird. Wie ist das bei dir? Wen brauchst du? Ja, mit 19, ne? Gute Frage. Ich denke, als ich meine Eltern verlassen habe, da war ich 19, als ich von zu Hause ausgezogen bin quasi. Es war nicht leicht für mich, aber es war eine schöne Zeit mit ihnen natürlich in Frankreich, aber es war einfach nicht mehr möglich danach. Ich bin damit umgegangen, ich konnte damit umgehen. Natürlich möchte ich meine ganze Familie hier haben, aber es ist nicht so einfach. Und vor allem meine Mutter, als ich sie nach Europa gebracht habe, und war sie für 4 Monate hier. Und sie möchte mich natürlich nicht alleine lassen hier. Ich habe aber auch oft meine Freunde um mich herum. Mein Onkel, der kommt oft mich besuchen. Aber am Ende des Tages, ich bin ein großer Junge, ich kann alleine leben, aber in der Zukunft, wenn Sie kommen möchten und Sie mit mir leben möchten, dann sehr gerne natürlich, ja, die Familie und Freunde. Er ist schon sympathisch, ne? Muss man schon so sagen. Dann bleiben wir in der Ecke, gleich eins weiter. Manuel Bunke für Merkur und TZ. Ja, bitte immer kurz die Hand heben, dass wir so ein bisschen Signal haben. Sadio, hi, servus. Eine Frage, auf welcher Position glaubst du, bringst du dem FC Bayern am meisten? Also bist du variabel, kannst ganz vorne spielen, auf der 10, über dem Flügel. Was glaubst du, wo kannst du dem FC Bayern am meisten Gefahr mitgeben? Also ich denke, dass diese Frage... Wir sollten den Trainer fragen, er kann die richtige Antwort geben. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin ein Spieler, ein glücklicher Spieler, der auf 3, 4 Positionen spielen kann, auf dem Platz. Und ich denke, ich bin ein Spieler, der sich überall wohlfühlt auf diesen Positionen, aber wie ich schon gesagt habe, ich bin glücklich, wenn er mich nicht ins Tor stellt oder in die Abwehr, der Trainer, sondern lieber vorne im Sturm. Ich glaube, das wäre auch besser für den Verein. Er ist schon locker, er ist schon gut drauf, ey. Dann wieder eins weiter höher, Stefan Kumberger für Sat.1. Ja, hallo. Herr Salihamidzic, wir haben zwischendrin, konnten wir so Meldungen lesen, dass der FC Liverpool unzufrieden ist mit Ihren Angeboten. Ist das normale Geplänkel, das normale Gepoker oder wo kommt sowas her? Und kurze Frage noch an Sadio. Ich glaube, alle auf dem Podium haben gesagt, Sie sind ein Weltstar. Sehen Sie sich auch als so einer? Was macht Sie zum Weltstar? Boah, das ist auch wieder so eine bekloppte Frage. Sehen Sie sich auch als Weltstar? Was macht Sie zum Weltstar? Ja, die Frage kannst du Ibrahimovic stellen. Ich denke, der wird die locker beantworten. Ronaldo vielleicht auch noch. Gut, Mbappé weiß ich nicht, wie der so drauf ist. Aber ansonsten, ja, beurteilen sowas halt andere. Ne? Ich habe ja mit meinem Kollegen, wie ich schon gesagt habe, Julian Ward, sehr gute Gespräche gehabt. Haben dann natürlich 1, 2 Angebote im Vorfeld gehabt. Ich bin aber sehr gerne einer, der
der gerne am Tisch sitzt und sich da versucht, sage ich mal, face-to-face sozusagen zu einigen. Das haben wir auch nach einigen Wochen gemacht. Klar haben verstanden, dass Liverpool auch Ersatz gesucht hat und gefunden hat. Und ich glaube, dass, wie ich schon vorher gesagt habe, die Verhandlungen gut, hart, aber fair vergangen sind. Sadio? Ich denke, dass ich bin einer der Spieler, der daran glaubt, das Team ist das Wichtigste. Wenn man selbst Tore machen kann, für das Team machen kann, dann helfe ich meinem Team, der Mannschaft. Und ich bin dafür da. Ich bin dafür da, um der Mannschaft zu helfen. Das ist das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. Alto Belli. Super sympathisch. Dann wechseln wir mal die Seiten. Hier, 4. Reihe, bitte. Schön. Katharina Hosser von Sport 1. Sadio, hier drüben. Hi. Sadio, Sie haben mit Jürgen Klopp, mit einem deutschen Trainer, schon zusammengearbeitet. Was hat er Ihnen denn über Deutschland, die Bundesliga und auch vielleicht den FC Bayern München mitgegeben? Also ich war 6 Jahre. Ich weiß nicht, ob er sehr glücklich war, mir da irgendwelche Ratschläge zu geben und hierher zu kommen zum FC Bayern. Das ist klar. Wahrscheinlich nicht, er wollte ihn ja wohl nicht abgeben. Ja, aber er ist ein großartiger Trainer. Eine sehr gute Beziehung zu ihm aufgebaut. Und ich denke, dass ich habe schon viele Jahre Bundesliga verfolgt, seitdem ich auch in Salzburg gespielt habe. Und wenn ich zu Hause bin in England, da habe ich viel Bundesliga geschaut. Ich denke, ich habe, glaube ich, genügend Ideen davon. Ja? Dann wechseln wir mal kurz ins Ausland. Kollege Holger Quest sammelt da gerade viele ausländische Stimmen ein. Wir wollen mal 2 Fragen an Sadio Mané oder wen auch immer von den Herren stellen. Bitte, Holger. Yeah, thank you. One is from China. Xinhua News, they want to know, your transfer is not only a big thing for Bayern, but also for the entire German league. You are somehow the league's new icon. How do you deal with that big expectation? Ja, mit den Erwartungen. Ich denke, dass das für mich ist eine große Sache, aber für mich selbst. Ich konzentriere mich mehr auf meine Position, auf meinen Einsatz hier. Ich werde mein Bestes tun, der Mannschaft zu helfen. Ich will viele Tore schießen. Ist auch wieder so eine beknackte Frage, oder? Was er für die Bundesliga bedeutet, was er darstellt. Das interessiert ihn die Bundesliga am Ende des Tages. Ihn interessiert der FC Bayern, Alter. Vorlagen geben. Und dann wird man sehen. Und dann überlasse ich es euch darüber, dann zu urteilen. Also important question from Senegal. Was kann dein Wechsel zu Bayern München, Senegal und der Nationalmannschaft Senegals auch bringen? Also ich denke, dass alle von uns, nicht nur ich, auch meine Teamkameraden, wir präsentieren unser Land natürlich. Wir sind noch in Anführungszeichen Amateure, aber wir versuchen unser Bestes zu tun, unsere Nationalmannschaft zu repräsentieren. Wir träumen natürlich, haben viele Träume. Und dann natürlich auch ein gutes Zeichen, schönes Zeichen für die Jugend, hier zu sein, hier zu kämpfen, für dich als Spieler, aber auch für das Land. Und ich denke, hierher zu kommen, ich liebe es einfach. Ich bin sehr glücklich für mich. Und ja, ich will sie natürlich alle stolz machen. Dann wechseln wir wieder in die linke Herzkammer der Fragen. Bitte Philipp Kessler. Ja, ich kann es so wiederholen. War super sympathisch bisher. Also
Kommt auch nichts irgendwie gekünstelt oder so rüber, was man schon mal öfters hat, ne? Also wirklich authentisch. Für TZ und Merkur. Servus Sadio, hi. Viele fragen sich ja jetzt, welche Rückennummer wirst du nehmen? Die 10 ist ja leider vergeben, die hat Leroy Sané. Muss er jetzt Angst haben, dass du ihm die wegnehmen möchtest? Oder wie denkst du darüber? Welche Nummer wirst du tragen? Well, I think I just arrived. We even don't speak about it, but for me it's not something important. Ja. And of course, Aber natürlich very interesting and exciting numbers. Gibt es natürlich viele Nummern, viele aufregende Nummern. Ich werde mich dann entscheiden, wenn die Zeit kommt. Für mich ist es egal, welche Nummer. Ist auch nicht so wichtig, hat er gesagt ganz am Anfang. Dann eins weiter nach vorne bitte, ja. Handzeichen. Max Liebel für die Deutsche Fußballliga. Sadio, auf was freust du dich? Für die Deutsche Fußballliga. Seit wann sitzen die denn in Pressekonferenzen? Ich habe noch nie gehört bei uns. Kommen sie alle aus der Löcher, wa? Am meisten jetzt, wo du in der Bundesliga spielst. Und was wird wahrscheinlich die größte Herausforderung für dich sein? Also für mich hier zu sein, ist natürlich eine Herausforderung. Mein ganzes Leben ist eine Herausforderung. Und ich liebe aber Herausforderungen. Und natürlich mein größter Traum ist, wenn man Bayern-Fan ist, ist natürlich der gleiche, ist alle möglichen Titel zu gewinnen. Wir haben das richtige Team zusammen. Der Verein ist sehr groß, auch alle drumherum, die Spieler sind alle dafür gemacht, Titel zu gewinnen. Und wir werden natürlich alles versuchen, um alle Titel dann zu gewinnen. Dann vorne außen Christian. Ich sag ja, es kommt schon so ein bisschen Arjen-Vibe rüber, so was so die Verbissenheit und so anbelangt. Für Sportbild. Eine Frage an Herbert Hainer. Herr Hainer, aufgrund Ihrer Vita sind Sie ein Trikot-Insider. Was erhoffen Sie sich denn? Wir reden alle von dem neuen Superstar der Liga. Wird er denn auch ein Verkaufsschlager, was die Trikots betrifft? Also meine Erfahrung ist natürlich auch schon ein paar Tage zurück, aber ganz sicherlich, erst einmal, wie wir alle schon gesagt haben, ist Sadio ein absoluter Weltstar. Er kommt aus der vermeintlich besten Liga. Die ganze Fußballwelt kennt ihn. Er ist ein unheimlich attraktiver Spieler. Das wirkt sich alles auf den Trikotverkauf aus. Darüber hinaus gibt es dieses Trikot von Sadio Mané mit dem FC Bayern bisher noch nicht am Markt. Also sind keine Distributionskanäle verstopft. Und ich freue mich für meine alten Kollegen von Adidas und natürlich auch für den FC Bayern München, dass wir viele Trikots von ihm verkaufen. 2 Reihen weiter hoch, Florian Plettenberg für Sky. Kurzes Handzeichen, ja. Servus. Herr Kahn, als ich Sadio Mané hingesetzt habe, da haben Sie gestrahlt. So habe ich Sie noch nie strahlen sehen, seitdem Sie jetzt begleitet haben beim FC Bayern. Ist das... Da kennen Sie mich aber noch nicht so lange. Ja. Ist das auch ein Transfer, wo Sie sagen, das ist so ganz nach meinem Geschmack und das ist so die Benchmark beim FC Bayern? Und eine Frage an Sadio. Thomas Müller hat gestern gesagt, er wünscht sich von dir einige Birdies. Was wünschst du dir im Zusammenspiel mit und von Thomas Müller? Ja, das ist schon richtig. Also ich habe mich da schon riesig gefreut. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Dass Sadio jetzt für uns, für den FC Bayern München spielt. Ich weiß natürlich auch, was das auch innerhalb einer Mannschaft, ja, und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, was das innerhalb einer Mannschaft auch auslösen kann, auch bei den anderen Spielern. Naja, er wird damit auch den Druck meinen, den ein Gnabry und Sané haben, ne? Weil fairerweise muss man sagen, die Leistung war halt Note 6 von beiden in der Rückrunde. Hinrunde war Sané noch Weltklasse, muss man auch ihm zugestehen. Ich denke, auch da wird ein bisschen Nagelsmann mit reingespielt haben, von wegen der Taktik. Aber nichtsdestotrotz, so Körpersprache, Einstellung. Das ist ja, was ich auch schon mal so im anderen Video sagte. Ja, da fehlt so der Ehrgeiz eines Robberies, ne? Bei den beiden. Also da gab's sowas nicht. Und wenn, dann war schlechte Laune angesagt und sonst was und nicht
Das hat so ein Gnabry und Sané nicht. Selbst wenn die Scheiße spielen, wird danach Halligalli gemacht und ja, ich denke, der Mané geht da eher so in die Kerbe Robben, Ribéry. Ich bin sehr gespannt. Das heißt, er kann allein dadurch, dass er da ist, auch durch seine Art und Weise, wie er Fußball spielt, er ist auch ein Spieler, der die anderen führen kann. Dadurch hebt er schon, nur durch seine Präsenz, hebt er schon auch das Niveau oder kann das Niveau innerhalb einer Mannschaft anheben. Und das ist die Qualität, die solche Spieler wie er einfach mitbringen. Und das nur als Beispiel, warum es so wichtig ist, solche Topspieler dann auch in den eigenen Reihen zu haben. Also ich denke, dass Thomas Müller einer der nettesten Typen, ich kenne noch nicht so wirklich genau, aber er scheint einfach ein unheimlich netter Kerl zu sein. Und ich freue mich einfach, mit ihm hier spielen zu dürfen, auch mit den anderen Jungs. Und natürlich werden wir versuchen, natürlich erfolgreich zu sein und große Sachen hier zu erreichen und kann es kaum erwarten, zum Team dann auch zu stoßen und dann alle persönlich kennenzulernen. Direkt daneben Georg Holzner für den Kicker, bitte. Hallo, ich grüße Sie zusammen. Herr Kahn, was bedeutet dieser Transfer jetzt vielleicht auch bezüglich Robert Lewandowski? Kann man ihm damit zeigen, hey, ich habe schon die ganze Zeit auf die Frage gewartet. Robert, hier ist doch noch einiges möglich in der nächsten Saison. Hat das eine Auswirkung, vielleicht auch, womit Sie Ihr Basta ein bisschen unterstreichen können? Und noch angeknüpft an die Frage zur Rückennummer. Wenn das noch nicht klar ist, ist dann die 7 und die 9 quasi doch noch irgendwie im Spiel in dieser Saison? Oder kommen die definitiv nicht in Frage? Ja, es ist natürlich eine interessante Frage. Natürlich vielen Spielern, auch bei uns im Kader sind ja alles Top-Spieler. Natürlich ist denen das wichtig. Da sind wir mal ehrlich, ne? Also die 7. Und natürlich schauen die da schon ganz genau hin. Naja, also wen holt der Club, was für Transfers werden denn da getätigt und habe ich denn hier die Möglichkeit, also die Leistungen, die mit der 7 dargeboten wurden, ne, Katastrophe. Auch immer das Größte zu gewinnen, was es gibt im Vereinsfußball. Und das ist nun mal die Champions League. Und das strahlt natürlich, ich habe es ja auch gerade gesagt, das strahlt natürlich auch nach innen auf die Mannschaft ab. Aber wie gesagt, was Robert jetzt anbelangt, da hat sich im Grunde ja jetzt nicht sehr, sehr viel verändert. Er hat Vertrag bis 2023 und wir freuen uns dann, wenn er am ersten Trainingstag dann bei uns auftaucht. Ja, ich halte das immer noch für einen Fehler, aber ich glaube auch, dass das wirklich so kommen wird. Hier vorne Christian Kunz für die dpa, bitte. Ja, daran anknüpfend an Herrn Kahn, durch den Transfer mit Mané zeigen Sie ja auch stärker am Transfermarkt, wie wichtig ist dieses Zeichen und zum anderen, wie wichtig ist es auch bei der Sache Lewandowski ein klares Zeichen zu setzen, dass er eben nicht gehen kann. Nein, ich glaube, das Thema mit Robert habe ich ja jetzt beantwortet, aber naja, wir gehen ja immer auch selbstbewusst her und das ist eben Teil auch des FC Bayern. Und formulieren ganz klar, ja, natürlich wollen wir versuchen, jedes Jahr auch die Champions League zu gewinnen. Aber die gewinnt man nicht dadurch, dass man das nur sagt, sondern dem muss man natürlich auch Taten folgen lassen. Natürlich vor allem auf dem Platz, aber ich denke, wir als Verantwortliche, wir sind da natürlich gefordert, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir das schaffen können, eben wieder die Champions League zu gewinnen. Und ich habe gesagt, es wird im aktuellen europäischen Umfeld ganz bestimmt nicht einfacher, aber ich kann mich da nur wiederholen, wir wollen natürlich eine Mannschaft an den Start bringen, die das möglich machen kann. Naja, ich meine, wenn man so viel von frischem Blut und so weiter redet, muss man Levi weghauen, ohne Scheiß. Also das Gehalt, was man einspart von 25 Millionen plus 50 Millionen, die Barca zu zahlen hätte, da sollte dann schon was möglich sein, um da nochmal einen vernünftigen Stürmer vorne zu verpflichten. Also
Levy wird sich nicht darauf einlassen und dann im Laufe dieses Jahres, was er bei uns ist, dann zu verlängern. Also nicht mit dem Berater an seiner Seite. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Ja. Also der Zug ist dann abgefahren. Und das sind dann einfach 75 Millionen, die man nächstes Jahr nicht hat. Ja, das muss man mal knallhart so sehen. Also dann hast du nicht diese Ersparnis und das Geld, um wen auch immer dann zu verpflichten. Ne? Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube echt, dass sie das durchziehen wollen, aber ich halte es für einen Fehler. Dann holen wir uns wieder 2 Länderpunkte, 2 neue, Holger, bitte. Ich meine, er hat es jetzt nicht so ganz klipp und klar seinen Basta wiederholt, das muss man ja auch sagen. Ne? Der hat so gesagt, so ja, wir erwarten oder freuen uns dann am ersten Trainingstag, wenn er hier aufläuft. Transferfenster ist ja noch einige Zeit länger auf. Bitte 2 Fragen international. Einer aus England. Was war ja so entscheidend an dem Projekt vom FC Bayern? War es der Trainer, die Spieler oder auch die eigenen Möglichkeiten, die man hier hat? Wenn du dann wieder Olli sein zufrieden ist, siehst. Für Sadio? For me? Yep. Can you go again? Für mich. Sorry, from Mail Online. What specifically about the project that Bayern was most appealing when making the decision to come to Bayern? Was it the players here or the coach or the personal? Ja, alles zusammen. Yeah, I think. Ja, also ich denke. Of course. Natürlich. When Bayern was als Bayern Interesse gezeigt hat an mir, and I spoke with them, dann habe ich mit ihnen gesprochen und war so fasziniert von dem Projekt, wie ich schon vorher gesagt habe. Ich musste nicht zweimal nachdenken, ich habe es sofort akzeptiert und wie ich schon gesagt habe. Ja, das ist schon krass, das ist wirklich krass. Also. Ich hatte andere Angebote durch meinen Berater, aber ich habe mich für den FC Bayern entschieden, denn ich denke, dass der richtige Verein ist. Und ich bin sehr glücklich, hier zu sein und Teil des Projekts sein zu dürfen. Was ist der Unterschied? Sadio, der in Liverpool unterzeichnet hat, und Sadio, der hier beim FC Bayern unterzeichnet hat. Ich denke, es ist der gleiche Sadio. Natürlich. And yeah, I think the others is just good question, by the way. Es ist eine gute Frage natürlich gewesen, aber ich bin der gleiche. With more hunger and ich bin einfach hungriger, vielleicht. Something und with the club together, of course. Will natürlich mit dem Verein hier was Großes erreichen, zusammen mit dem Verein. Aber er macht auf jeden Fall Eindruck, als wenn er richtig Bock hätte, ne? Also ich glaube, er wird uns richtig, richtig gut tun. Da werden sich so einige Spieler richtig schön hinten anstellen können. Dann wieder auf die andere Seite, oben links Lena Wurzenberger. Noch die Lady bitte für Bild. Ja, hallo Sadio, von mir auch herzlich willkommen in München. Wie schwer ist Ihnen denn der... Jetzt mal ernsthaft, wie viele Leute haben die denn da von der Bild? Man sieht es ja fast bei jeder Pressekonferenz bei uns da. Aber gerade war noch ein Typ, da war noch einer von der Sportbild da. Reicht das nicht, wenn die einen da hinschicken, der die Fragen stellt, oder was? Abschied aus München, aus Liverpool gefallen und wie hat dann auch Jürgen Klopp auf Ihren Wechselwunsch reagiert? Und haben Sie vielleicht schon mal eine Lederhosen angehabt und wissen schon, ob die Ihnen steht? Und noch eine Frage an Hasan Salihamidzic. Hat der FC Bayern jetzt die stärkste Offensive Europas oder der Welt? Also wenn Levy bleibt, mit Mané und Coman, in der Hinterhand Gnabry und Sané und noch den unberechenbaren Müller plus Musiala, also ich denke, da müssen wir uns definitiv nicht verstecken vor den anderen Offensiven. Wenn Levy natürlich weg ist, ja, kommt drauf an, was dann kommt. Ne? Yeah, of course. Ja, also ich habe 6 wundervolle Jahre in Liverpool verbracht, mit fantastischen Menschen, guten Freunden und wie ich schon gesagt habe,
Natürlich war keiner glücklich darüber, aber das gehört einfach zum Leben dazu. Ich selbst habe 8 Jahre in der Premier League gespielt und habe jetzt nach einer neuen Herausforderung geschaut, und FC Bayern München ist der richtige Verein, um herzukommen, um was Neues zu erleben, mit einem großen Hunger, alle Titel gewinnen zu wollen mit diesem Verein. Und Kloppo ist Klopp, ihr kennt ihn doch auch alle. Er wollte mich natürlich da behalten, aber ich denke, wie ich schon gesagt habe, er ist ein großartiger Kerl, er hat meine Situation verstanden und sie haben es akzeptiert, der Verein auch, und haben mir natürlich das Beste gewünscht und wünschen Liverpool natürlich auch das Allerbeste. Ja, wenn man natürlich unsere Offensive anschaut, dann bin ich schon zufrieden, wie das da vorne aussieht. Natürlich jetzt ich auch, Brazzo. Sadio noch dazu, gibt der Mannschaft alles nochmal. Diese Mentalität, die ich vorhin gesagt habe, aber vor allem die fußballerische Qualität. Wie gesagt, er ist flexibel, er kann alle Positionen spielen, er hat einfach eine Qualität, die jede Mannschaft gebrauchen kann. Deswegen bin ich wirklich gespannt auf den Konkurrenzkampf. Ist eröffnet. Da brauchst du nicht gespannt sein. Also da müssten, ja, keine Ahnung, ein Gnabry müsste ja dann sich erstmal um 180 Grad drehen. Ja, da gehe ich nicht von aus. Ich denke eher, dass es eher ein Zeichen ist, so dass er sich nochmal Gedanken machen kann. Weil ich denke, so ein Jahr oder jetzt ein halbes Jahr bis zur WM nur auf der Bank zu sitzen, ist wahrscheinlich auch nicht so seine Wunschvorstellung. Ich meine, Sané hat schon gezeigt, ja, dass er da mithalten kann, auch bei Man City, keine Frage. Er muss halt einfach wieder die Form zeigen, die er in der Hinrunde gezeigt hat. Dann ist der Konkurrenzkampf wirklich eröffnet. Schon am ersten Spieltag, und das wird nicht nur in den Spielen interessant, sondern in jedem Training, und genau das, was der Oliver gesagt hat, wollten wir auch damit erreichen. Ich freue mich sehr auf das erste Training und auf das erste Spiel, klar. Nächster ist Dirk Adam für Sports Illustrated. Yeah, hi, Sadio, welcome to Munich. My question is, did Jürgen Klopp hat Jürgen Klopp dich gekämpft, um in Liverpool zu bleiben oder nicht? Wie ich schon gesagt habe, Jürgen ist ein fantastischer Trainer, eine großartige Person. Und als ich mit ihm gesprochen habe, über meinen Abgang, meinen Abschied, war er natürlich etwas traurig. Aber er hat mir alles Gute gewünscht und hat meine Situation perfekt verstanden und ja, war damit einverstanden. Ja, eins weiter vorne, der BR bitte. Adam. Genau, Mario Krische für den Kicker. Servus. Sadio, ihr habt ja mit Liverpool letzte Saison bis zum Schluss eigentlich um jeden Titel mitgespielt. Wann war denn bei dir der Zeitpunkt gekommen, wo du selbst gemerkt hast, okay, hier läuft alles gut, ich kann alles gewinnen, aber jetzt im Sommer möchte ich gerne was Neues machen? Also ich habe es jetzt auch nochmal gesagt, eben gesagt, als ich in Liverpool gespielt habe, haben wir um alles gekämpft, um jeden Titel. Und vergesst nicht, Bayern ist das Gleiche. Bayern ist FC Bayern, ein großartiger Verein. Und sie kämpfen natürlich auch für alle Titel. So sieht's aus. Für mich hierher zu kommen, ist genau das Richtige. Danach habe ich gesucht. Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen und so viele Titel zu gewinnen wie möglich. Denn wenn man für den FC Bayern spielt, dann muss man auch diese Mentalität haben und diesen Hunger haben, um jeden Titel kämpfen zu wollen. Dann bitte Mahmoud Gouye, ist das richtig, aus dem Senegal? Oui, Mahmoud Gueye, Tagat SN du Sénégal. J'aurais deux questions pour Sadio Mané. Zwei Fragen an Sadio Mané. Die CAF hat angekündigt diese Woche, dass sie dir den Titel des besten Spielers in Afrika, dass sie bald den Titel des besten Spielers in Afrika verteilt.
Denkst du daran? Und die Frage ist auch, hast du Bouna Sarr kontaktiert, um mit ihm über Bayern München zu sprechen? Ja, ich habe mit Bouna schon gesprochen darüber, als ich bei der Nationalmannschaft war. Und er war dermaßen zufrieden und er hat sich dermaßen gefreut, dass ich kommen würde. Und la CAF ou autre, je pense que c'est quelque chose. Wie du sagtest, ja, die CAF, ja, das gab es schon immer. Und das sind natürlich individuelle Preise. Ich denke, das sind die Früchte der Arbeit. Ich denke, es gibt viele Spieler, die eine außerordentliche Saison gespielt haben. Dann werden wir dann sehen, wer diese Auszeichnung bekommt. Ganz klar, wenn ich sie bekommen sollte, dann werde ich natürlich sehr, sehr glücklich sein. Aber wie ich schon sagte, auch dann werde ich weiter hart arbeiten hier bei meinem neuen Verein. Aber natürlich ist so eine Auszeichnung auch motivierend, also das möchte ich gar nicht kleinreden. Wechsel bitte ganz oben rechts, ja. Ja, hallo, Servus, Augsburger Allgemeine, Florian Eisele. Ich hätte Servus. eine Frage an die Herren Kahn und Salihamidzic. Der Transfer von Sadio Mané ist jetzt einer der prominentesten Transfers der jüngeren Bundesliga-Geschichte und ein großes Ausrufezeichen. Sind denn weitere Ausrufezeichen geplant im Kader des FC Bayern oder sehen Sie den Kader so weit, wenn man Was guckt er denn jetzt so grimmig? Was ist los mit dem Olli? mal von etwaigen Abgängen wie Lewandowski ausklammert, den Kader soweit fertig? Ja, ich denke, wenn man allein schon sieht, ich denke, das Transferfenster hat noch eine sehr, sehr lange Zeit geöffnet und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir gesagt haben, wir beobachten weiterhin alles, was auch passiert. Und ich sage auch ganz ehrlich, es gab, ja, wir sind alle, das haben wir ja auch analysiert, wir sind nicht zufrieden gewesen. Dafür sind unsere Ansprüche einfach zu hoch auch, was die Rückrunde anbelangt. Und deswegen ja, wiederhole ich mich auch hier sehr, sehr. Das ist aber das erste Mal, dass das mal so klar kommuniziert wird, ne? Zumindest nach außen hin. Also nach innen wird es wahrscheinlich schon geschehen sein, aber das hätte man sich mal ein bisschen eher gewünscht. Sehr gerne. Ja, wir wissen schon ganz genau, wo wir auch Konkurrenz brauchen, wo wir die Reizpunkte setzen wollen, um einfach, und darum geht es hier permanent, ja, alles reinzuhauen, alles rauszuholen, um eben super erfolgreich sein zu können. Wenn man das so hört, dann kann ich mir doch vorstellen, dass ein Leimer noch kommen wird. Weil ich denke, gerade ein Goretzka, ja, war auch nur unterirdisch, hat auch nicht wirklich Konkurrenz gehabt. Und ich denke auch ein Kimmich in der Rückrunde, ja, wie gesagt, ich sehe einen Kimmich eh nicht so als alleinigen Sechser. Von daher, aber wie ich schon sagte, so ein Sabitzer müsste dann auf jeden Fall irgendwie noch abgegeben werden. Ja, kann mich nur anschließen. Aber dass der natürlich nicht weg will, genauso wie ein Bouna Sarr, ja, ist auch klar, ne? Bei dem, was sie bei uns verdienen. Oliver, wir sind gerade im Juni. Es ist noch lange Zeit, auch glaube ich für euch sehr interessante Zeit. Aber selbstverständlich werden wir unsere Augen weiter offen halten und schauen, was am Transfermarkt möglich ist und was uns unsere finanziellen Möglichkeiten erlauben. Ja, Ideen hätten wir. Kommen wir zu den letzten 4, 5 Fragen bitte. Wieder links. Lino Servus, Sadio. Naja, ich denke mal, es geht halt wirklich, es ist davon abhängig, zum Beispiel geht ein Gnabry, dann wird mit Sicherheit noch ein Ersatz kommen. Geht ein Sabitzer, ist wahrscheinlich auch ein Leimer sehr, sehr gut vorstellbar. Geht ein Levi, wird der eine oder andere Stürmer halt vorstellbar sein. Nach dem Freundschaftsspiel. Aber ich denke ansonsten, wenn keiner mehr wechseln sollte, wird, glaube ich, auch niemand mehr kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß. Schauen wir Spiel mal. in Salzburg 2014. Hat es erstmal Interesse von Bayern gegeben an dir. Wie konkret war das damals aus deiner Sicht? Wärst du schon damals gern zu Bayern gewechselt? Und wie hast du den Verein seitdem verfolgt? War da ein bisschen im Hinterkopf bei dir? Danke.
Yeah, of course, my agent spoke to me about, because yeah, as a young kids, you playing for Salzburg, of course you have a dream. My dream is to play the biggest teams in the world, and of course Bayern was, at the time when I played against Bayern, of course I scored a wonderful goal. And yeah, and und ich denke, diese Frage können Sie meinem Berater stellen. Es ist etwas anders gelaufen dann, aber die meiste Zeit habe ich immer Bundesliga verfolgt. Das kann ich sagen, denn für mich ist die Bundesliga, ich kam von Salzburg, dann ist es doch sehr naheliegend, auch die Bundesliga zu verfolgen. Und nun habe ich einfach die Chance, hier beim FC Bayern auflaufen zu dürfen und bin einfach glücklich, bei einem der besten und größten Vereine der Welt zu sein. Oben in der Mitte, bitte, ja. Janis Blank von Radio Charivari 95.5. What? Er hat vorher auch noch gesagt, was ich auch sehr gut fand, hat sich also nicht dahingesetzt, gesagt, ja, FC Bayern war schon immer mein Traumclub. Weil er gesagt hat, sein Traum war es, für die größten Vereine zu spielen. Ja. Wurde ja nicht so wirklich übersetzt. Also jetzt mal so frei übersetzt. Sie waren jetzt schon, Sadio Mané, Sie waren jetzt schon 2 Tage hier in München. Wie gefällt Ihnen die Stadt bis jetzt? Haben Sie sich schon ein bisschen irgendwie heimisch gefühlt? Like home a little bit maybe, Sadio? Ja, nach 2 Tagen, Alter. I've been here for 2 days. Ich bin jetzt hier seit 2 Tagen. Habe schon mit vielen Fans gesprochen. Es ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin schon verliebt in die Stadt. Freue mich. Und freue mich darauf, hier auch dann leben zu dürfen, leben zu können. Denn wie ich schon gesagt habe, ich liebe diese Stadt. Dann rechts ganz oben Thomas Klinger für die ARD und Bayerische Rundfunk. Sadio, I'm here. Other side. Hi. Back. All the way. Right side. Hi. Du bist ein Spieler, der nicht sehr schwer ist mit deinen 74 Kilo, der sehr schnell ist. Spielst in einer Liga, die sehr hart ist, Premier League. Und trotzdem bist du kaum, so was ich mitbekommen habe, kaum verletzt. Wie schaffst du das? Also ich will klarstellen, man braucht nicht etwas Glück, aber zur gleichen Zeit auch. Ich habe mein Leben immer dem Fußball hingegeben. Ich achte auf meinen Körper und ich arbeite einfach hart an mir, um einfach immer fit zu sein. Machen wir die letzten 3 Fragen im Plenum bitte und dann nochmal 2 internationale. Torben Hoffmann für Sky. Olli, ich habe nochmal eine Nachfrage. Das war ja klar. Hallo, das heißt Herr Kahn. Nur weil er mal Profi war, so ja nicht, ne? Formuliert ist Robert Lewandowski zum Trainingsauftakt oder wenn die Nationalspieler auch ein bisschen später kommen, zu erscheinen hat. Du hast aber auch gesagt, dass Transferfenster natürlich noch relativ lange offen ist. Nun sind alle Protagonisten oben, die sich klar geäußert haben, was den Verbleib von Robert Lewandowski angeht. Was ist dann aber, wenn jetzt eben Barcelona doch nochmal mit einem Angebot ankommt, wo ihr sagt, das ist finanziell so lukrativ? Also hat denn dieses Basta... Ich bin mal gespannt, ob er jetzt wieder rumeiert. Weil das ist vorhin noch nicht ganz so formuliert worden, hat das dann Bestand und wird er definitiv 23 bis 23 dann bei den Bayern bleiben? Also bei Robert Lewandowski, wenn man da jetzt über irgendwelche Angebote drüber nachdenken, das ist etwas, womit wir uns im Moment überhaupt nicht beschäftigen, sondern wir sind in der Verantwortung, dass dieser Club so erfolgreich wie möglich ist. Und Robert Lewandowski hat in der Vergangenheit gezeigt, was er krass, die wollen das echt durchziehen, wa? Dazu beisteuern kann und auch weiterhin dazu beisteuern wird. Und nochmal, er hat
einen Vertrag. Ich glaube, das ist immer wieder ganz wichtig auch zu erwähnen. Er hat einen Vertrag beim FC Bayern München bis 2023 und mit allen anderen Dingen beschäftigen wir uns nicht. Eieieiei. Also wenn er die Worte so gewählt, wie er sie jetzt gewählt hat, ja, geht das gar nicht. Also dann können die nicht in 3-4 Wochen umschwenken und sagen, yo, wir verkaufen ihn doch. Also das geht nicht. Eieieiei. Dann ganz oben links bitte, deutliches Handzeichen nochmal. Ja, hallo, Felix Roderer, Antenne Bayern Group. Willkommen, Sadio in München. Meine Frage, wir haben jetzt schon gehört über die Lederhosen, über die Stadt München. Sie waren ja in Salzburg, die Sprache ist ja nicht so viel anders als bayerisch. Haben Sie vielleicht das ein oder andere schon aufgeschnappt und können Sie hier schon was zum Besten geben? Yeah, I think Salzburg is. Ich denke, dass Salzburg. I know most in Salzburg Gamer. Also ich kenne viel in Salzburg. Gamer. Grüß Gott, I don't know. I think this kind of things, but. Grüß Gott. Well, I'm here now. I think, of course. Ich bin jetzt hier. The more important, I will do everything possible. Und das Wichtigste ist natürlich, dass ihr in ein paar Monaten zurückkommen könnt und ich dann schon auf jeden Fall viel besser Deutsch sprechen werde. Das ist aber auch krass, das macht halt auch kaum ein Spieler, ne? Das muss man auch mal so klar sagen. Also ich habe doch beim FC Bayern noch, ja, den einen oder anderen mal, der auch so ähnlich getickt hat, wie zum Beispiel in Alonso. Aber ansonsten hast du halt ganz wenige Spieler, die sagen so, ja, komm mal in ein paar Monaten wieder, dann werde ich schon besser Deutsch sprechen. Ich meine, gut, er kann schon ein bisschen Deutsch aus seiner Zeit in Salzburg, aber ja, trotzdem, ne, Deutsch ist eine schwere Sprache, da muss man nicht drum herum reden. Und wenn man ja auch so ein Ribéry gesehen hat oder auch so ein Koman oder sonst was, dass sie teilweise halt immer noch in ihrer Muttersprache Interviews geben, ist schon ein Zeichen. So, dann nochmal der Kicker bitte, Georg Holzner. Hat er nicht gerade gesagt, wir machen noch eine Frage und dann noch 2 internationale und dann sind wir durch? Ich würde tatsächlich noch einmal ganz kurz nachfragen wollen. Von vorhin ist es ausgeschlossen, dass Sadio Mané, wenn die Saison beginnt, die Rückennummer 7, die aktuell sehr schnapp. Oh ja, natürlich ist das nicht ausgeschlossen. Mein Gott, wenn ein Angebot reinkommt für Gnabry, dann ist er weg. Wir haben den Mané nicht umsonst gekauft. Oder die Rückennummer 9, die Robert Lewandowski hat, tragen könnte oder wird. Ist da wieder keine Frage Antwort jetzt drauf. an mich gerichtet. Ich glaube, Sadio hat ja dazu jetzt relativ klar gesagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass das jetzt nicht so entscheidend ist für ihn und dass man das dann sehen wird, wenn es dann wieder losgeht. Olli, geschickt aus der Fähre gezogen, nenne ich das mal. Dann nochmal, Holger, 2 Fragen. Also machen wir uns nichts vor, ich habe hier nicht ein Dementi gehört, wa? Wie gesagt, sollte Gnabry will nicht verlängern, Punkt. Oder eiert darum, kommt ein Angebot rein. Ja, ich denke, sind wir alle froh, wenn er geht. Aus dem Ausland. First is again to Sadio from Lamine Mandiang. After France, Austria and England, you will discuss France, Bundesliga Austria. Now. What are your apprehensions Now about this championship and what will be your biggest challenge? Was ist die größte Herausforderung hier jetzt in Deutschland? Du warst in Frankreich, in Österreich, in England. I mean, ouais. Je pense que comme il a dit. Ich denke, ja, es ist so, wie er gesagt hat. Ich hatte das Glück, in Österreich zu spielen. Davor habe ich in Frankreich gespielt. Dann in England und jetzt bin ich hier angekommen in Deutschland in der Bundesliga. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wie ich sagte, ich habe immer sehr hart gearbeitet in meinem Leben, um eben in den größten Vereinen zu spielen. Und Bayern ist eben Teil dieser größten Vereine, als einer der größten Vereine der Welt. Und ich bin dermaßen glücklich, dermaßen zufrieden, hier zu sein. Und ja, mein ganzes Leben besteht aus Herausforderungen, wie ich schon anfangs sagte. Und wenn du weißt... Aber jetzt stellt euch mal vor,
so ein Lewandowski hätte wirklich noch Bock auf unseren Verein. Das wäre dann schon echt eine krasse Offensive, wa? Weißt du, bist bei Bayern, du spielst bei Bayern, dann weißt du natürlich auch, worauf du dich einstellen kannst. Und ich nehme diese Herausforderung an und ich möchte mit meinen Teamkollegen alle möglichen Pokale gewinnen. China für Herrn Kahn und Herrn Salihamidzic. Wie überrascht waren Sie, als Sie zum ersten Mal gehört haben, eventuell Mané verpflichten zu können, und was haben Sie als erstes getan? Wie überrascht jetzt mal ernsthaft? Ich weiß nicht, warum der FC Bayern so klein geredet wird. Alter Betty, wir stellen den Weltfußballer, wir haben Müller, der ein absoluter Weltstar ist, wir haben Manuel Neuer, den weltbesten Torwart seit Jahren. Ja gut, das mag der eine oder andere anders sehen, da gibt es noch ein, zwei auf gutem Niveau. Was ist denn los mit den Leuten? Das hört sich so an, als wäre Liverpool hier und wir wären hier. Also jetzt mal ganz ehrlich, bleibt mal auf dem Boden, ey. Leute, ey, was ist los? Klar ist die Bundesliga nicht so attraktiv und nicht so stark wie die Premier League. Darüber müssen wir nicht reden, ja, aber wir reden hier vom FC Bayern und nicht von der Bundesliga. Also, was mich wirklich total beeindruckt hat, muss ich sagen, auch war, wie schnell Sadio auch glasklar seine Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ja, ich will zu Bayern München, und das war für mich, muss ich sagen, sehr, sehr außergewöhnlich, und ja, das hat mich enorm auch beeindruckt. Ja, auf alles andere würde ich auch nicht eingehen, Oni. Ja. Das habe ich ja für dich getan, kein Problem. Vielleicht nehme ich euch mal kurz auf die Reise. Wir beide saßen in meinem Garten zu Hause, haben uns über Serge Gnabry unterhalten mit noch einem Kollegen von Jetzt spitze ich aber die Ohren über den Serge. Björn und mit Marco Neppe. Und ja, dann fiel sein Name in der Runde, und dann habe ich gedacht, hoppla, das könnte vielleicht eine Chance sein, aber eigentlich habe ich es nicht so richtig geglaubt. Und dann habe ich ihn später zur Tür gebracht und habe ihn doch gefragt, ob das wirklich ernst ist, und dann sagte er ja. Ich sagte, wenn wir wirklich da eine Chance haben, dann werde ich mich natürlich mit meinen Kollegen unterhalten, weil ich wusste, dass das auch ein Transfer ist, der besonders ist und auch nicht gerade. Muss ich den Bratzo ja auch mal kritisieren. Er muss uns auch nicht kleinreden, oder was? Also was ist denn los mit den Leuten? Ich meine, das sieht man ja auch dann schon an seiner Entscheidung, dass er sofort zugesagt hat und nicht gezögert oder sonst was, aber rumgeeiert hat. Also weiß ich nicht. Aber schön ist, ja, dass man dadurch jetzt den Druck auf den Gnabry aufgebaut hat. Punkt. Also wie ich schon gerade sagte, ich denke nicht, dass ein Gnabry es sich erlauben kann und die komplette Hinrunde auf der Bank zu sitzen. Und genau das wird passieren, wenn sich ein Mané nicht oder ein Coman nicht gerade verletzt. Ja, bin sehr gespannt. Gerade günstig für den Club, ob das für uns eben finanziell fummel nicht so viel am Mikro. Auszuführen ist. Wir waren alle davon überzeugt und habe dann den Björn angerufen und habe ihm gesagt, wenn das eine Chance gibt, dann wollen wir die Chance wahrnehmen und werden natürlich alles dafür tun, das umzusetzen. Und haben wir, glaube ich, dann ab dem Moment auch ruhig, ich glaube auch so wie möglich geräuschlos, aber in den Verhandlungen uns verhalten. So. Da muss man auch mal sagen, auch in den Verhandlungen davor, also in den anderen beiden Verpflichtungen. Das war auch geräuschlos. Das hat mir sehr gefallen, wenn man das mal vergleicht mit den Vertragsverlängerungen und so weiter in den letzten Jahren, was nicht so geräuschlos war. So dass wir das ziemlich schnell umgesetzt haben. Wir haben Sadio getroffen. Wir sind nach Liverpool geflogen, haben ihn besucht, haben Trainer, ich, Marco Neppe, haben die Reise gemacht und der Sadio begrüßte uns
bei ihm zu Hause. Das ist auch unsere Art, den Spieler immer zu treffen und versuchen eben den Spieler zu überzeugen, weil wir sind alle nicht daran gewöhnt, solche Weltstars, sage ich mal, nach München zu holen. Hallo? Robben, Ribéry, Alonso und ich könnte weiter aufzählen. Brazzo. Es ist nicht einfach, auch besonders aus der Premier League, aus den Clubs, die eben... Das stimmt aber schon. Also Premier League ist das schon nicht selbstverständlich von der finanziellen Komponente her. Vielleicht auch finanziell stärker sind als wir, aber in dem Fall kann ich auch nur sagen und kann auch das, was der Oliver gesagt hat, wie schnell und wie glasklar Sadio in dem ersten Gespräch war, hat mich beeindruckt und das ist, glaube ich, das, was die Jungs immer erfolgreich sein lässt. Ich glaube, die sich immer so schnell entschieden haben, die so von... Ja, drück nochmal die Spitze richtig rein in Gnabry. Brazzo, bin ich ganz bei dir. Drück richtig rein. In der ersten Minute vom FC Bayern überzeugt waren, die haben Spaß hier gehabt und ich glaube, mit ihm werden wir eine große Freude haben. Ich denke das auch. Ja, vielen Dank. Die Reise mündete heute in diese Vorstellung. Dankeschön allen Herren. Ich denke, es war sehr viel Interessantes, Erhellendes dabei. Danke Ihnen. Es gibt gleich danach noch ein Get-Together, also noch mal eine kleine Fragerunde für die Journalisten. Und zu guter Letzt, wie immer, das obligatorische Trikot, noch ohne Nummer, aber mit Vertragslaufzeit, wenn das Sadio mal hochhält. Und bitte... Olli hat richtig Spaß, ey. Scharf stellen. Ach, herrlich, ey. Besser auf, ja. Okay. Ja, sind Sie stolz, die Bolle, hä? Guck sie dir an, ey. Ei. Haben sich aber auch mal verdient, muss man ja auch mal sagen, ne? Gut, Leute, das war's. Gut, so schmerzlos, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund und wenn ihr Bock habt auf solche Videos, abonniert den Kanal, gerne eure Meinung in die Kommentare, freue ich mich drüber, haut rein, bis dann, tschüssi.